hier in der Biathlon Arena auf der Lenzer Heide und wir haben heute Wettkampftag an der Europameisterschaft. Ich bin Head of Marketing und Ticketing und stellvertretende CEO von diesen Anlässen bis 2025. Wir fangen jetzt an mit der Europameisterschaft, dann im Dezember haben wir den Weltcup und im 2025 dann die Weltmeisterschaft. Jetzt muss ich schauen, wer anruft. Ja, ich bin in der Eventorganisation tätig, ich bin im Skiweltcup involviert, darf dort das OK leiten. Und jetzt bin ich auch gefragt worden, um im Biathlon zu helfen. Und ich finde es extrem wichtig, dass wir Synergien nutzen in der Destination. Das habe ich natürlich gerne zugesagt. Und jetzt helfe ich da bis im 25. Bin ich sicher sehr fest involviert im Biathlon. Das ist mega spannend. Ist auch cool, dass wir uns austauschen. Wir haben auch mit dem Bike-Weltcup, der ja auf der Lenzer Heide auch sehr gross ist, engen Kontakt. Wir probieren wirklich das Know-how, das man sich da aufgebaut hat auf der Lenzer Heide, austauschen und Synergien nutzen und möglichst effizient und ressourcenschonend da mit der Destination umgehen. Wir haben ganz viele Bündner Schulklassen eingeladen, weil wir wollen den Biathlon in Graubünden bekannt machen. Ist ja für die Schweiz eigentlich eher noch eine Randsportart, aber eine mit extrem viel Potenzial und vor allem auch junge Schweizer Athletinnen und Athleten, auch direkt von Lenzer Heide, die bis 2025 auch so ein bisschen zu diesen heimlichen Favoriten könnten gehören. Und darum haben wir eine Aktion gestartet mit den Schulen. Die haben Startnummern gezeichnet. Und jetzt heute ist ganz speziell, wir haben dann einen Wettbewerb gemacht und heute Nachmittag laufen die Herren mit dem Sieger Startnummer, also wirklich eine Startnummer, die eines von diesen Kids da gezeichnet hat mit dem Sujet. Das so haben wir probiert, die ein bisschen mit einbeziehen. Und jetzt ist die Siegerklasse natürlich eingeladen. Alle Freunde dürfen mitnehmen. Die dürfen heute noch ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ja, und sie sehen, glaube ich, happy aus. Ja. Ich bin hier der Geschäftsführer vom Verein, der die Veranstaltungen macht in der Biathlon Arena. Das heisst, jetzt haben wir die EM, dann kommt der Weltcup und dann die Weltmeisterschaft. Und dazu brauche ich natürlich ein gutes Team, weil ohne das geht es nicht. Du brauchst für die einzelnen Bereiche Leute, die das gut können. Und Luana ist eine von uns und ist auch meine Stellvertreterin. Und sie kümmert sich um das Marketing, Ticketing, Zeremonien und alles, was dazu kommt. Und das ist auch ein sehr grosser Bereich, ein sehr wichtiger Bereich. Einerseits natürlich, wenn wir auch Leute herbringen, andererseits bedeutet es natürlich auch Einnahmen, die man hat für eine Veranstaltung. Und da bin ich froh, dass ich Luana bei mir neben mir habe. Puls ist gerade kurz auf, aber jetzt ist er wieder entspannt. Jetzt gehen wir zu der Zeremonie. Da muss alles schnell gehen und stimmen und wir müssen das Protokoll einhalten. Aber wir haben Top-Helferinnen und gut. Beim Verein Sportiv bin ich Geschäftsführerin. Luana ist im Vorstand und ist Co-Präsidentin zusammen mit der Gabriele Buchs. Mit Sportiv wollen wir Frauen im Sportbereich vernetzen und auch empowern. Und wir wollen auch das Thema Diversität leben und auch weitergeben. Und das haben wir jetzt mit unserer Road to Diversity haben wir ein Tool erschaffen, wo Organisationen und Vereine einen Weg zeigt, und wie man das leben kann. Genau. Das ist in dem Bereich, wo wir arbeiten, im Eventbereich musst du belastbar sein, aber du musst auch die andere Seite haben. Also ich gehe mit Luana, wenn wir mal Zeit haben, gehen wir mal das zweite hoch auf eine Skitour und dann einfach alles hinter uns, laufen das auf und fahren noch runter oder ja, machen mal zusammen ein Snack, um einfach mal ein bisschen abschalten. Und ich finde, Luana kann das mega gut. Sie kann voll Gas geben, aber sie nimmt dann auch wieder Zeit für sich. Darum funktioniert das aus meiner Sicht so gut. Wir sind hier in Lain, Fatz-Oberfatz, vor der Maisette.
Das ist ein kleines Restaurant, das war früher mal ein Kuhstall. Und das sind 2 Einheimische, die das hier betreiben. Das ist mega herzig und klein und das ist einer meiner Lieblingsorte. Ich komme sehr gerne hier raus. Da ist nicht so laut und viel los wie auf der Lenzerheide. Ich bin hier aufgewachsen in Zarten und für mich ist das immer ein bisschen wie heimgekommen. Und da kennst du alle in diesem Dorf, da redest du viel Romanisch, das ist für mich wie ein bisschen daheim. Ich bin selber mal Skirennen gefahren, habe auch geträumt von Olympiamedaillen und wollte da weit kommen im Skisport, habe dann aber mit 20 aufhören wegen der Gesundheit und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich ohne den Sport nicht richtig kann. Ich bin dann Sport studieren auf Bern, Sport und Wirtschaft. Und dann hat sich eigentlich so ein Weg ergeben, dass ich angefangen habe, bei Sportverbänden zu arbeiten und schlussendlich habe ich mich dann selbstständig gemacht, auch in der Sportbranche. Und jetzt organisiere ich Sportevents organisieren und konzipieren. Und bin eigentlich im Sport treu geblieben, jetzt halt einfach als Sportfunktionärin. Ich habe relativ schnell gemerkt, man sagt ja immer, Sport und Politik gehört nicht zusammen, dass das doch sehr eng zusammengehört. Ich habe angefangen Sportpolitik zu machen, habe mich dort auch eingesetzt für Frauen im Sport, habe einen Verein gegründet und bin dann eigentlich so ein bisschen in das Politisieren hineingekommen und habe gemerkt, hey, das gefällt mir noch. Mir gefällt das Netzwerken, mit Leuten reden, probieren Lösungen zu finden. Und so bin ich dann eigentlich in die Politik hineingerutscht. Aber ja, vielleicht von außen macht es nicht viel Sinn, aber für mich war es irgendwie wie ein logischer Weg gewesen, wie so ein bisschen mein persönlicher Weg weitergeht. Wir haben gesehen, dass Luana Bergamin an der Frauensession teilgenommen hat und gefunden, die müssen wir für die Mitte gewinnen. Vor allem auch, weil ich gesehen habe, sie organisiert Sportanlässe. Das ist eine Powerfrau. Genau das brauchen wir auch in unserer Partei. Und so ist es zu einer ersten Begegnung gekommen. Café Calore in Chur, ich kann mich sehr gut erinnern. Und dort hat sie sich dann überzeugen lassen, auch, dass sie für den Grossrat kandidieren sollte. Natürlich erste Erfahrungen sammeln, das war eine kleine Idee und man hat auch nicht wirklich gerechnet, dass es dann zu einer Wahl kommt. Und prompt ist sie gewählt gekommen. Das ist natürlich eine riesige Freude für sie, aber irgendwie auch für mich. Ich habe 2 jüngere Brüder. Die sind mittlerweile beide im Ausland. Der eine ist auf Australien ausgewandert, erst gerade, und der andere lebt seit über 10 Jahren in London. Meine Eltern sind hier im Dorf, also die sind eigentlich zusammen in der Schule, die kennen sich schon seit Jugendjahren und wir sind halt wirklich vom Dorf, von Fatz. Wir sind richtige Fatzer. Ja, meine Brüder sind beide in die grosse Welt. Ich bin auch immer ein bisschen unterwegs gewesen, aber wieder zurückgekommen hierhin, weil ich immer so ein bisschen das Heimweh-Gefühl hatte und ja, ich fühle mich schon recht zugehörig hier im Bündnerland und halt hier in Fatz. Jetzt sind wir in Zarten. Das ist das Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Da bin ich bis in der 3. Klasse sind wir da gewesen, und nachher sind wir dann auf die Lenzerheide gezügelt, wo wir so ein bisschen angefangen haben, Sport zu machen, in Dio, in der Skischule. Ist es natürlich auch viel gäbiger gewesen, um drinnen zu sein auf der Lenzerheide. Dann mit den Eltern nicht immer ein Taxi machen und ein- und rausfahren. Aber aufgewachsen bin ich da. Bin auch extrem viel da. Ich gehe ganz viele meine Tanten da besuchen. In dem Haus, wo wir aufgewachsen sind. Ja, mir gefällt es, da ist halt ruhig, da ist ein bisschen deine Ruhe, da kannst du oben runterkommen. Und wenn es laut und schrill wird, dann gehst du wieder rein auf die Heide. Ich habe an der Uni in Bern Sport studiert und habe so ein bisschen wie das Skifahren, ich habe ein bisschen Abstand gebraucht. Das Skifahren und ich haben ein bisschen eine Pause gebraucht. Und dann ist mal vor der Vorlesung ist eine Kollegin gekommen, «Hey, du bist doch mal Ski gefahren, schau da, ein Zettel.» Und da war eine Telefonnummer drauf und ein Name von einem sehbehinderten Skifahrer, der einen Guide sucht. Und ich habe bis dahin eigentlich gar nicht gewusst, dass es das gibt, aber es hat mich Wunder genommen. Ich dachte, ja, jetzt rufe ich mal an. Ich habe dem angerufen und gesagt, ja, hoi, das ist Luana, ich habe hier den Zettel gesehen an der Uni. Was machst denn du genau? Und dann hat er gesagt, ja, nächste Woche ist in St. Moritz Schweizer Meisterschaft, ich brauche jemanden, der guidet. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin auf der Lenzerheide, das ist nicht weit, soll ich kommen? Ja, komm mal. Und dann hat es mich halt mega Wunder genommen, was das ist, was das für Typen sind. Dann bin ich dann dorthin, dann ist der gekommen. Ich weiss genau, mit einem Kollegen ohne Arm und einem im Rollstuhl, und ich habe mir überlegt, hey, wie sage ich jetzt dem Hoi? Wie verhalte ich mich? Was mache ich?
Und dann hat er gesagt, ja, das sind meine Kollegen, ciao zusammen, ja, komm geh mit, gib dir einen Helm mit einem Funk, du musst jetzt vorausfahren, wir sagen links oder rechts und ich fahre dir hinten an. Ich dachte, ja, müssen wir nicht noch üben, muss ich noch etwas wissen, ist das nicht gefährlich? Fahr einfach mal, ich fahre dir nach. Und das hat mir mega gefallen, dass das so unkompliziert war. Und so habe ich eigentlich nachher einen anderen, aber auch einen vom Team guided bis an die Paralympics in Sochi. Das war ein mega Adventure. Eigentlich war es sehr ähnlich wie dort, wo ich auch selber Ski gefahren bin, auch vom Aufwand her. Und so bin ich natürlich wieder voll in dem Skizirkus drin, im Paralympischen, wo mich jetzt halt fasziniert, vor allem, du hast ganz viele verschiedene Leute mit verschiedenen Voraussetzungen und das Ziel ist einfach so schnell wie möglich Skifahren. Und das hat mich fasziniert, eigentlich mit dem, was du hast, dein Bestes geben. Das gefällt mir so gut an dem paralympischen Gedanken oder einfach auch am Sport mit Menschen mit einer Beeinträchtigung. Ich finde, wichtig wäre, dass wir in der Schweiz das doppelte Sportsystem abbauen, dass wir einfach Sport haben, eben Skifahren, Velofahren und dass Leute wissen, ich finde es vor allem wichtig, wenn du jetzt ein Kind hast und es hat keinen Fuß oder keine Hand oder keinen Arm, das wird auch ins Schwimmen gehen. Denn es gibt nicht Schwimmen, oder du hast nicht 10 Kinder ohne Hand im Dorf, die ins Schwimmen gehen. Das muss den Leuten wie bewusst sein, dass man einfach in den Schwimmclub gehen kann, dass man nicht aufgenommen wird und dass das Kind kann schwimmen kann. Das würde ich extrem wichtig finden und nicht, dass man da ausgegrenzt wird, dass man die gleiche Chance hat. Und wenn es dann natürlich nachher richtig Leistungsschwimmen geht, dann ist das ein anderes Thema auf beide Seiten. Dann muss man nicht zwungenermaßen alles zusammen machen, aber sonst der Zugang in die ganzen Sportclubs und Vereine würde ich sehr wichtig finden, dass der für jeder Mann und jede Frau kann sein. Sie ist jetzt wirklich nicht nur jemand, der Inklusion als Lippenbekenntnis, so wie es fancy ist momentan, sondern sie will wirklich Inklusion, eine gelebte Inklusion auf allen Ebenen in der Gesellschaft, ob es politisch ist, ob es sportlich ist, ob es sozial, also ob es gesellschaftlich ist. Sie ist wirklich auch ein Vorbild und jemand, der es vorantreiben will und nicht einfach alle 4 Jahre, wenn Wahlen sind oder wenn es gerade irgendwie gesellschaftlich relevant ist, braucht, sondern sie lebt das auch. Und sie ist einfach eine Powerfrau, wie es im Buch steht. Als ich Chefin de Mission war, habe ich gefunden, das ist jetzt so wie der Weg ist für mich wie abgeschlossen gewesen. Ich hätte mich noch mal committen für einen weiteren olympischen Zyklus. Dann habe ich gefunden, jetzt muss ich mal Platz machen für andere Leute mit ein bisschen neuen Ideen. Und dann habe ich gedacht, ja, am schönsten wäre eigentlich, wenn ich mein eigener Chef wäre. Und wenn ich ein bisschen schneller umsetzen kann, meine Ideen und das, was ich will. Und dann habe ich eigentlich eine Firma gegründet und habe dann angefangen, Projekte zu suchen und Kunden suchen. Und jetzt mache ich Sportevents, grundsätzlich von ganz grossen Sachen, wie zum Beispiel der Skiweltcup Lenzerheide, bis kleine Skitage für Kinder im Rollstuhl. So wirklich eine recht grosse Bandbreite. Von hochprofessionell bis 5, 6 Kinder glücklich machen. Das finde ich noch cool, so ein bisschen die Unterschiede auch. Die Parallelwelten stören mich und ich sehe nicht genau, warum die notwendig sind. Ich kenne mittlerweile so viele Menschen mit Beeinträchtigung, das sind so coole Leute, die sind so eine Bereicherung und ja, die sind einfach ausgeschlossen von der Gesellschaft. Die Luana habe ich das erste Mal getroffen bei einem Wahlanlass auf der Lenzerheide und sie hat ja auch kandidiert für den Grossrat und ist dann auch glorios gewählt worden. Und wir haben eine gute Zusammenarbeit, sind auch in der gleichen Fraktion. Und sie ist auch als Sportmanagerin erfolgreich unterwegs. Und ich finde, sie ist eine Powerfrau und macht ihre Arbeit sehr gut. Ja, Luana, was bedeutet der Steinbock für dich? Der Steinbock ist mega Klischee, aber das ist mein Lieblingstier. Weil es zu Graubünden gehört, weil es mich an daheim erinnert. Für mich ist das Heimat. Der Steinbock ist ein mega graziles Tier, das klettert, wo schön ist, wo
Ja, ein schönes Symbol ist. Ich bin zwar nicht vom Sternzeichen Steinbock, ich bin ein Steinbock-Anhängerkette, die habe ich immer an. Und meine Zürcher Kolleginnen sagen mir immer Steinbock. Und wenn ich sie mal auf Kuri lade oder so, dann zählen sie, wie viele Steinböcke das hat. Dann machen sie sich immer ein bisschen lustig. Ich habe auch daheim überall Steinböcke aufgestellt. Ja, das ist eines meiner Lieblingstiere. Ja, die Bündner haben es ja einfach in Zürich mit dem Dialekt. Sie machen uns zwar manchmal noch, aber ich glaube, sympathisch ist es gleich. Ich habe mir am Anfang mega Sorgen gemacht, als ich angefangen habe, Schule zu gehen als Sportlehrerin in Zürich. Habe ich gedacht, ja, das ist sicher mega schwierig, bis du da Kontakt findest. Aber es ist einfacher als da oben, würde ich jetzt sagen. Da kommst und dann sagen sie, hey, komm doch auch. Und wer bist du, von wo kommst du, komm mit uns mit. Und das ist das, was mir auch gefällt an Zürich, oder was mir im Unterland auch gefällt, die Offenheit. Und du hast halt viel mehr Leute aus anderen Orten, oder es ist internationaler und diverser und verschiedener, die miteinander dann etwas machen. Das ist das, was mir gefällt. Ich habe gerne Kumendaivel, auf Romanisch, bequem. Oder Chapatalpes. Ich weiß gar nicht, ob man das auf Deutsch 1:1 übersetzen kann. Das ist so, ein Chapatalpes ist so ein bisschen Chapatalpes ist eigentlich ein Maulwurffänger. Und dann sagst du so ein bisschen, ja, du bist doch ein Chapatalpes, du bist so ein bisschen ein Ungeschickter, so ein bisschen ein Lappi. Aber mir hat vor allem der Sport selber geprägt. Einfach das Lernen durchbeissen oder gewinnen und verlieren oder vor allem auch irgendwie weitermachen, weil eigentlich hast ja du, wenn du wahrscheinlich so eine ganze Sportkarriere anschaust, in der Summe verlierst du wahrscheinlich mehr, als was du gewinnst. Wenn du gewinnst oder wenn du schöne Erfolge hast, hebst du die aber hervor oder geben dir ein positives Gefühl. Und das hilft mir auch jetzt. Also wenn ich etwas habe, ein Projekt oder irgendeinen Anlass, wo ich einen Plan habe und nachher wird es anders, als was ich eigentlich hätte wollen, dann analysiere ich das, schaue an, was ist gut war, was ist schlecht war, warum ist es schlecht war. Und dann probiere ich eigentlich gerade schon wie im Sport auch. Am nächsten Tag ist das nächste Rennen. Weitermachen, das Gute mitnehmen, das Schlechte vergessen oder probieren verbessern. Das hat mich sicher sehr fest geprägt und halt schon auch der Ehrgeiz. So ein bisschen das, ja, ich finde es halt schon lässig, sich messen und irgendwie das schneller, höher, weiter. Das, ja, ich bin ehrgeizig, ja. Eine ehrgeizige Kuh. Aber ich glaube, er wird sicher im weiteren erfolgreich sein im Sport, im Eventbereich. Ich glaube, politisch wird er sicher grösser werden, ja. Und ich glaube, mit dem Einsatz, den sie hat, da, mit Frauen im Sport, ich glaube, das wird noch hohe Wellen schlagen. Und ich glaube, da wird sie sicher eine der Führenden sein, generell glaube ich, in der Schweiz. Ich denke jetzt manchmal mit dem Wissen von jetzt, würde ich sicher im Sport es anders machen und würde vielleicht weiterkommen. Aber A, ist es einfach gesagt und B, sagen das sicher alle, die mal Sport gemacht haben. Weil du wirst ja, je älter du wirst, desto mehr weißt, desto mehr Erfahrungen machst. Aber nein, ich würde es wieder machen. Ich habe auch sehr gerne Ski gefahren, auch wenn das schon schlimm war, dass das nicht funktioniert hat und dass ich einen anderen Weg haben müssen suchen. Aber die ganzen Möglichkeiten, die ich jetzt habe, und ich bin ja Sportfunktionärin und ich bin mega nah im Sport und darf eigentlich meine Leidenschaft jetzt zum Beruf machen. Das ist mega cool. Ich würde nichts anderes machen.